Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur PK nach dem St. Pauli-Spiel am 12. Bundesligaspiel 3:1 gewonnen. Ja, ich habe gerade mal reingehört, die ersten 30 Sekunden. Es ist mal wieder Top-Leistung vom FC Bayern. Rauschen, bis der Arzt kommt. Ja, ich gucke mal, wie lange sich das durchzieht. Ansonsten werde ich versuchen, im Nachgang das Rauschen ein bisschen zu entfernen für euch. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt den Spaß. Und damit gehen wir rein. Wie gesagt, extremes Rauschen liegt nicht an mir, Leute, liegt an der Qualität der FC Bayern PK. Ich werde mal gucken, ob ich das ein bisschen entfernen kann, wenn es jetzt irgendwie länger als 2 Minuten sein sollte. Sind da und bereit für die Fragen. Wir verzichten eigentlich fast immer hier auf das jeweilige Statement. Da kommen wir doch schneller an die Medias-Res. Also, wer möchte beginnen? Ja, beide für Sie ein. Wunderbar. Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Was nimmt man mit aus einem Spiel, wenn man so spät verliert? Und Herr Kompanie, was nehmen Sie mit, wenn man so spät noch gewinnt? Ein schlechtes Gefühl und ein gutes Gefühl. Ich glaube, das stimmt. Ja, für mich ganz einfach. Es gehört zu einer Saison, diese Siege, und es gibt uns natürlich Vertrauen, dass wir das in Zukunft, wenn das nochmal gebraucht ist, auch können. Und auch das kommt nicht von mir, ne? Ich lasse das gerade alles, wie es ist. Ich mache hier nichts lauter oder leiser. Da ist mir gerade zu viel Rauschen, um mir dann auch noch reinzufickeln. Und natürlich kommt ganz großes Kompliment zu den Jungs auch, dass die da einfach weitermachen. Und ja, das werden wir noch brauchen diese Saison. Ja, bei mir gibt es eigentlich dann schon, ich muss ja die positiven Dinge dann auch sehen, und da waren so viele da. Wir haben, glaube ich, uns als Team präsentiert und dementsprechend das Bayern München dann richtig schwer gemacht. Dass man über 90 oder 96 Minuten dann Bayern München nicht weghalten kann, da haben wir schon auch Glück gehabt mit, glaube ich, 3 Pfostenschüssen. Aber das brauchst du dann halt, um was mitzunehmen, und dann, je länger das dann dauert, desto eher hast du dann auch das Gefühl gehabt, oh, das ist möglich, und dann kommt so ein Schultertreffer, der natürlich dann schon wehtut. Aber viele, viele gute Sachen, die wir mitnehmen können, und da müssen wir natürlich dann auch mit am Dienstag gleich wieder das nächste Spiel, und von daher Wunden lecken und geht's. Ja, ich nehme mal das Rauschen kurz weg, indem ich mal Pause drücke. Ja, Pauli hat es ordentlich gemacht, so gar keine Frage. Wir haben natürlich ein bisschen Pech gehabt mit den Pfostenschüssen. Da brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Ne? Stellt euch jetzt vor, hey, ich weiß, hey, der hätte Fahrradkette, aber stellt euch vor, von Lennart Karl das Ding wäre drin gewesen. So, da hätte Pauli mit Sicherheit nicht so weitergespielt. Wir hätten das ein bisschen anders angegangen mit einer Führung im Rücken. Und so weiter und so weiter. Ja. Von daher, am Ende des Tages war es ein müder Arbeitssieg, und ja, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, warum manche Spieler in der Startelf standen oder komplett durchgespielt haben sogar. Das ist so das Einzige, was man kritisieren kann. Ansonsten, ja, mein Gott, haben wir das Spiel gewonnen und gut ist. Dann auf der rechten Seite bitte. Zwei Fragen an Alex Bessin. Einmal Andreas Unonji. Was ist dein Kenntnisstand, was seine Verletzung angeht? Ja, dass er natürlich Oberschenkelrückseite Probleme hatte und auch nicht mehr gut durchziehen konnte. Deswegen hat er dann auch signalisiert, es geht nicht mehr. Jetzt müssen wir mal morgen dann gucken in der Draufsicht MRT, was da dann rauskommt, ob es jetzt dann strukturelles ist oder dann nur eine Verhärtung. Werden wir sehen. Da kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja? Zweite Frage ist, der Wechsel, der darauf folgte, war ganz interessant, was sich da vor der Bank abspielte. Erst haben sich 3 Stürmer warm gemacht, dann kam aber doch Daniel Senani und die wurden zurückgerufen. Habt ihr da nochmal umentschieden? Ich habe das so interpretiert, habt euch für mehr Ballsicherheit vielleicht? Nö, ich hab dann schon gesagt, dass sollen mal alle 3 herkommen, und dann wusste ich noch nicht, wie wir das ersetzen, weil die Geschwindigkeit natürlich von Andreas hat dann kein anderer. Ja? Und das heißt, wie kriegt man es dann hin? Und
Ich habe dann schon auch auf Ballsicherheit dann noch ein bisschen plädiert, weil er es auch gegen den Ball sehr, sehr gut gemacht hat in der letzten Zeit, vor allem dann auch am Anfang von der Saison. Und dann war das klar, dass Darnell dann eher im Zentrum spielt und versucht dann auch die Bälle festzumachen, im Anlaufverhalten die richtigen Trigger zu ziehen. Und das hat er, finde ich, dann auch ganz gut gemacht. Ja. Weiter geht's mit Tawfik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Man hat eine sehr langen, sehr guten Phase im Moment so das Gefühl, dass es ein bisschen schwieriger ist, vielleicht nochmal den einen Extraschritt zu machen, der mal selbstverständlich schien. Liegt das jetzt daran, merkt man jetzt gerade ein bisschen, dass der kleine Kader, die fortschreitende Saison, die vielen Spiele, dass es so vielleicht ein bisschen schwerer fällt gerade im Moment? Also wenn er das jetzt mit Ja beantwortet, dann wird's wild. Ich glaube, das gehört einfach zum Fußball. Wir haben letzte Woche 6-2 zu Hause gewonnen. Ja, aber dann gab es ein anderes Spiel dafür und dann haben wir gegen PSG gewonnen. Aber ich verstehe also auf jeden Fall, es war nicht einfach heute und wir haben gegen Arsenal verloren. Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und, aber nächstes Spiel kann wieder das beste Spiel sein. Das ist Ja, wie gesagt, hätte er die Frage jetzt mit Ja beantwortet, hätte es auch nicht gepasst. Ja, weil er halt ganz anders handelt, als dass er die Frage mit Ja beantworten könnte. Weil nochmal, dann hätte niemals heute ein Harry Kane, Joshua Kimmich und Conor Laimer in der Startelf stehen dürfen. So, dann hätten die einfach mal draußen sein müssen und es hätten frische Spieler dahin gehört. Schön, dass Vincent Kompany glaubt, dass das nächste Spiel wieder das Beste sein kann. Ich bin sehr gespannt auf Union, ob gerade die 3 genannten Spieler plus Manuel Neuer an ihre Leistungsgrenze drankommen können oder nicht. Ja. Wenn ja, Hut ab, dann begrabe ich dieses Thema. Wenn nein, habe ich da natürlich einen Punkt. Ja. Weil nochmal, Leute, das war heute St. Pauli, die haben 8 Spiele in Folge nicht gewonnen. So. Da muss es möglich sein, dass du auf die absoluten Stammkräfte, Harry Kane, Conny Laimer, Joshua Kimmich und auch Manuel Neuer halt einfach mal verzichtest. Und denen sagst, ey komm, ihr habt mal ein freies Wochenende, kommt mal klar, kommt mal runter und gut ist. Ja. glaube ich, die Herangehensweise, genau. Nur weil ich weiß, das gehört dazu. Am Ende sind wir jetzt wieder 2 Punkte weiter von Leipzig. Das ist wichtig. Und ich sehe im Moment noch nichts überraschend. Das gehört einfach zu einer Saison und das müssen wir auch schätzen, diese Siege auch, genau wie wir das heute gemacht haben. Auf der linken Seite David Fairhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, eine Frage schon in Richtung Pokalspiel. Was geben Sie der Mannschaft nach so einem Sieg mit Blick auf das Unionsspiel? Und vielleicht eine kurze Frage noch, haben Sie schon entschieden, wird Jonas Urbich sozusagen eine Art Pokalkeeper oder ist jetzt nach der Rotsperre auch Manuel Neuer? Nein, also Leute, was ist das für eine Frage? Natürlich steht Manuel Neuer im Tor. Ist doch Mr. Zuverlässig. Wieder im Tor. Na, Manu ist wieder im Tor. Also wir haben keine Gespräche geführt über Pokaltorwart oder nicht. Es wird ein Moment kommen, wo wir auf jeden Fall immer wieder schauen auf wie wir die Minute von Jonas. Ja. Und der Moment ist natürlich nicht bei einem Spiel gegen St. Pauli. Der Moment ist da nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn der Stammtorhüter vorher in 3 Spielen patzt. Ja. Dann ist natürlich nicht der Moment gekommen, gegen St. Pauli den Jonas Urbich da reinzustellen. Weil der könnte ja überzeugen und dann kriegst du natürlich Probleme in so einem Pokalspiel. Weil stellt euch vor, ein Jonas Urbich hätte, ich meine, heute, es war ein Schuss aufs Tor. So. Ja, da hätten wir nichts ableiten können. Also weiß ich nicht, was da heute das Argument war, zu sagen, ich muss einen Manuel Neuer aufstellen. So, Punkt. Ja. Aber jetzt überlegt euch, St. Pauli hätte, was weiß ich, entgegen aller Unken, hätte irgendwie 5, 6 Schüsse aufs Tor gehabt und Jonas Urbich hätte die alle ohne Fehl und Tadel pariert und du hättest dann wieder Manuel Neuer im Pokal aufgestellt und der hätte sich wieder einen Bock gerissen, dann könntet ihr euch die Diskussion vorstellen.
So ist das natürlich alles schön, ja, ne? Ey, das wird auf jeden Fall ein Thema am Montag im Stream, ne? 18 Uhr live auf Twitch, Leute. Schaut vorbei. Einbringen können. Das weiß Manu, das weiß Jonas. Aber Timing, ich habe jetzt keinen Kalender oder so, wo ich sage, dieses Spiel und dieses Spiel ist ein bisschen vom Gefühl her, aber trotzdem ganz deutlich, haben wir das vor, dass die Integration von Jonas weiter gut verläuft und im Moment. Ey, diese Aussagen widersprechen gerade allem, was er heute gemacht hat. Nochmal. Was hat man denn erwartet, dass St. Pauli uns an die Wand spielt und wir 10 Torschüsse kriegen oder was? Also, welches Spiel wäre denn besser gewesen, ein Jonas Obich jetzt zu geben, wie heute? Sind wir auch sehr, sehr glücklich. Und dann für Union, ja, wie gesagt, das sind Pokalspiele. Einfach siegen und weiterkommen. Wie oder wann das passiert, das ist nicht so wichtig. Einfach siegen und weiterkommen und versuchen, in diese nächste Runde zu kommen. Das ist Klaus Bergmann nochmal an der Reihe, bitte. Herr Kompanie, Luis Diaz war ja heute so ein bisschen Sinnbild, dass er dann auch noch das Tor macht. Was ist Sinnbild? Dass ausgerechnet er das Tor macht. So, er erzwingt im Prinzip schon das 1:1, er liegt am Boden und bringt den Ball noch irgendwie weiter und macht dann eben auch noch das Tor mit der Schulter. Ja, das ist Lucho. Manche Spieler haben diese immer saubere Kreativität, er hat dieses Chaos-Kreativität. Also im Chaos kann bei ihm immer was passieren. Und ich hätte das als Verteidiger auch selber eklig gefunden, um gegen so einen Spieler zu spielen manchmal, weil du nie weißt, ob du eigentlich den Ball unter Kontrolle hast oder nicht, oder er. Und in dieser Phase hat er noch Kopf hoch gehabt und eigentlich ganz sauber den Ball zurückgespielt. Und ich habe zu ihrer Kollegen auch gesagt, das hat er eigentlich im Training genau das Gleiche gemacht gestern. Und das ist einfach seine Spielart und das ist auch seine Qualität. Okay, eine letzte für Paul. Eine Frage an Alex nochmal. Vor diesem Spiel war die Ausgangslage irgendwie klar, die Größe der Herausforderung auch. Wie nimmt ihr jetzt wieder Anpassungen auf die nächsten beiden Spiele vor? Weil das wird eine andere Geschichte sein, das ist dann schon auch ein anderer Gegner. Ihr werdet da sicherlich auch ein bisschen mehr Momente wieder mit dem Ball haben und daraus was machen wollen. Wie macht man das jetzt auch in der Kürze der Zeit, in den beiden Spielen, die kommen? Ja, wir werden natürlich jetzt auch gucken, wer jetzt vielleicht ein bisschen angeschlagen aus dem Spiel rausgeht, wie kriegt man Frische wieder rein. Haben wir uns schon davor ein paar Gedanken gemacht, aber alles en Detail zu klären, da wartet man dann immer das Spiel ab und werden wir morgen dann auch die Entscheidung dann treffen, wie es dann weitergeht, wie es dann mit Gladbach kommt jetzt auch eine Mannschaft auf uns zu, die sicherlich dann auch wieder Die gerade auf jeden Fall das Momentum für sich hat, wa? so ihre Glücksmomente gefunden hat und auch spielerisch dann auch sicherlich wieder dann auch versucht, da einen Stempel aufzudrücken und von daher müssen wir dann auch noch mal gucken. Da habe ich mich jetzt noch nicht befasst, das wird dann aber ab morgen dann auch der Fall sein. Ja, also da haben wir sicherlich auch was gut zu machen vom Hinspiel beziehungsweise vom Spiel vor 3 Wochen, 4 Wochen. Ich glaube nicht, dass Pauli da in der Lage ist, irgendwas gut zu machen, aber Pokal ist Pokal, ne? Man weiß ja nie. Okay, vielen Dank, dann schönes Wochenende, allen gute Heimreise für Pauli. Danke. Ja, dem schließe ich mich kurz und schmerzlos an, Leute. Haut rein, schönes Wochenende. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.